für ein Problem? Weiß nicht, was haben wir für ein Problem? Auch wenn du Mayday, Mayday sagst. Aha, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Kein Problem. Jetzt ist alles gut. Hat der Houston kein Problem? Nein. Aber ich weiss gar das ist eigentlich noch eine spannende Frage. Houston. Was ist damit genau gemeint? Also Ich glaub, Houston ist ja, glaube ich, ein irgendwie Ort. ein Dorf in Texas oder irgendwie Genau. so. Also, Aber ist dort, also tut man Houston, ist damit irgendwie der Tower? genau, ja. Ist das mit dem echt gemeint? Der Tower in Houston. Der Houston? Oder ist das auch ein Name? Also ein Vorname irgendwie? Das ist ein Name vor dem Ort, habe ich gemeint, ja. Du tust Ich bin einfach... zu wenig Pilot. Also ich bin ein Riesenpilot. Bruchpilot. höchstens. Ein Bruchpilot. Ja, also das haben wir, glaube ich, mal angeschnitten, glaube ich. Also ich bin ja schon mal selber geflogen mit einem Flugzeug. Das haben wir irgendwo in einer Podcast-Folge, haben wir das, glaube ich, mal angeschnitten, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt vornehme. Und ja, mit dem Bruchpilot-Dings begrüßen wir euch ganz herzlich zur heutigen Folge von Pushcast! Herzlich willkommen. Hello, Saluti. hello. Alles klar, wie geht's euch? Wie steht's? Nils, wie geht's dir? Hey ja, danke. Alles senkrecht. Alles senkrecht. Alles so wie der senkrecht. Start beim Houston. Aber ja, so wie beim Houston. Aber ja, wenn ich, also es ist eigentlich gar nicht so eine spektakuläre Geschichte, die ich dort zu erzählen habe. Aber Das verspricht ja viel. ja, ich bin einfach, also mein Papi hat das Flugbrevet. Also er hat dort auch mal irgendwie die Wolkendynamiken und Cumulonimbus-Wolken und Cumuluswolken und Stratuswolken und keine Ahnung was hat er mal müssen lernen, damit er ja irgendwie in der Luft halt nicht runterfällt. Ja. Liegt auf der Hand. Liegt auf der Hand, natürlich. Wieso, dass man zum Fliegen muss etwas lernen muss? Ja, also das Krasse dort, das hat mich noch fasziniert. Die Funksprüche, wo amix, da meldet sich das Bier. Die Funksprüche, die man als Pilot muss absetzen muss. Also wenn du dann so zum Runway Alpha Bravo Charlie Delta irgendetwas musst gehen. Es gibt ja ein eigenes Flugalphabet. Kann ich nachher vielleicht schnell droppen. Aber nachher musst du eben so Taxi to Runway 28 bla 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 mit dem Tower funken. Und dann Hotel Bravo Papa Golf Echo irgendwie so. Und einfach die Sprache, die Pilotensprache, die finde ich hure geil. Ja. Einfach weil es tönt so kryptisch, aber es ist eigentlich ganz klar, wenn man ein bisschen weiss, wann musst du so eine Meldung absetzen und so. Ja. Ja, also eben, es gibt mega viele Jobs, die ihre eigenen Sprachen oder halt Fachsprache einfach haben. Das ist wie im Altersheim. Also das habe ich faszinierend gefunden. Da kommst du dort an, dann rapportiert Mit dem Rollstuhl Runway 2. Nein, Taxi to Runway 28. genau. Nein, sondern halt an der wenn du Rapport bist, wo du gerade frisch angefangen hast, und dann erzählen sie von Dekubitus, 2. Grad, Intertrigor dort, und du denkst, Dekubitus ist eine Rötung, Intertrigor ist eine Rötung. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Und irgendwann realisierst du, Intertrigor ist Rötung, die Haut auf Haut ripscht. Dekubitus ist, wenn Haut auf Gegenstand liegt, das ist Lickschaden, also vom Druck. Am Anfang bist du nicht rausgekommen und eigentlich ist es gar nicht schwer. Wenn du mal 5 Wörter kennst, dann kann sich eigentlich alles erschliessen. So. Also zumindest mal so, damit du nicht mehr so im Schilf stehst. Ja. Das habe ich faszinierend gefunden. Ja, also ja, du hast es wahrscheinlich schon richtig gesagt. Auch bei uns gibt es spezielle Ausdrücke. Ja, definitiv. Also im wenn Videobereich oder wenn wir Design. über Videos oder Design und so diskutieren, dann kommen die anderen auch nicht raus. Das ist ja so. Wenn ich jetzt dir irgendwie sage, ja, ich hatte ein Problem gehabt, weil ich
Ja gut, MP4, das kennt man jetzt vielleicht noch. Aber dass ich... Aber spätestens mit dem Codec, mit Ja, H264. Genau, wenn ich sage, ja, ich kann nicht 264 rendern, ich brauche ein 265 ins Neue, dann weiss keiner mehr, was was man erzählt. Wie viele Bitraten pro Sekunde dürfen ins File rein? Mhm. Ja, oder halt auch nur schon eben einfach Sachen, die halt Programm und so orientiert sind. Der Planar-Tracker oder so zum Beispiel, den kennst jetzt du nicht mal, weil du noch nie mit DaVinci gearbeitet hast. Alle diese Begriffe sind bei DaVinci, bei meinem Schnittprogramm. Du siehst nur schon das, DaVinci. Wenn ich DaVinci sage, die Hälfte hat wahrscheinlich nicht verstanden, dass es jetzt um ein Schnittprogramm geht. Das ist, glaube ich, einfach normal, ja. Nicht Leonardo da Vinci. Also der Name kommt schon von dort, ja. Aber wir reden nicht von dem, sondern vom Schnittprogramm. Genau. Aber ja, das muss einem halt auch zuerst klar sein. Ja. Voll. Aber ich frage, sonst, wie geht's dir, Nils? Nochmal. ja, probieren wir es nochmal. Erzähl nochmal. Also, Probieren wir es nochmal. Ja, also eigentlich geht es mir gut. Ich habe mehrere Sachen aufgeschrieben, die ich heute gerne ansprechen würde. Aber ich hatte ein cooles Wochenende gehabt, weil hier in Wollerau war Kilby. Und es war mal wieder lustig, einfach spontan an Kilby zu gehen. Und ich bin vor allem auch allein vorgegangen. Weil rundum die Kollegen, irgendwie die einen sind am Freitag gegangen und am Samstag sind sie dann nicht mehr gekommen. Und du hast leider auch am Samstag keine Zeit gehabt, Ja. sonst wären wir da Brotherhood-mässig Fix. vorgelatscht. Safe. Aber nein, ich bin einfach selber vorgegangen und am Ende des Tages, ich kenne ja gleich noch recht viel. Ja, Und safe. das sind Du bist immer da ein bisschen aufgewachsen. die gleichen Nasen, die man sieht. Und von dem her ist das schnell gegangen, bis man da wieder irgendwo in ein Grüppel hineingefunden hat. Und ja, es ist auch ein erfolgreicher Abend geworden im Sinne von, ich war recht beieinander gewesen, am Ende des Tages. Nicht so krass wie Kilby Pfäffiken. Dort habe ich es wirklich nicht mehr so gesehen. Ja, dort bist du auch mit mir und meinen Homies unterwegs gewesen. Genau, und dort sind nochmal andere Maßstäbe so gesetzt. Aber nein, es war wirklich lässig gewesen. Und da auch noch eine treue Zuhörerin hat Props gehen raus. mich da noch erkannt zwischen den Haufen Menschen. Erkannt. So, oh, das ist... Oh, bist du Erkannt. erkannt? Ich glaube, kennen sie dich schon. Ja. Aber Nein, ganz liebe Grüße gehen raus. Du weißt, wer gemeint ist. Mit Robert das kann nehmen, das macht keinen Sinn. Ja, hat mega Freude gemacht, das Hören von dir, Nils. voll, ja. Voll. Also das, was noch ausgerichtet worden ist beim anderen auch noch angekommen. Das, genau. Aber nein, auch sonst in der Feuerwehr und sonst im Turnverein dort Schöttli rühren und so war ganz eine zweige Truppe gewesen. Und Mega cool. Eben, man muss dazu mal sagen, wir reden eigentlich mehr von so einem kleinen Dorfmärt oder Fest. Es ist weniger ein Kilby. Also, es hat ja in dem Sinne, was hat es, ein Karussell oder so für die Kleinen? genau, eine deutsche Bahn natürlich. Ja. Und ich weiss jetzt gar nicht, ob es im unteren Schulplatz auch noch... Dort hat es manchmal eine grössere Kilby-Bahn. Irgendwie so... Also einfach Dort, wo hinten sich so. irgendwie noch ganz komisch so rumtrüllen, irgendwie so okay. etwas. Aber das ist nur manchmal irgendwie. Ja. Ich bin auch noch nicht ganz schlau daraus geworden. Aber was dieses Jahr noch ganz neu war, ist die Hexen. In Wollerau haben wir ja Hexen. Und die haben dieses Jahr einen Hexen-Rave gemacht. Oh, geil. Ab dem 11 ist so fette Techno und Hardstyle und alles gelaufen. Und irgendwie ab dem 1 hat es noch DJ-Wechsel gegeben. Und dann hat meine Cousine mir noch geschrieben: «Hey Nils, musst schnell raufkommen, es läuft Nelix.» So gut. Ja, aber ich bin dann bei der Feuerwehr irgendwie verhockt. Ich bin dann, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ich bin dann noch angefragt worden, um in eine politische Partei Mitglied zu werden. Oh Gott.
Ja, also das ist bei mir noch in der Pendenzenliste. Da braucht es wieder Opfer. Ja, da Suchen braucht es wieder Opfer, ja. Ja, da bist du schon der Richtige dafür. Du wirst das wahrscheinlich noch machen. Ja, ich habe mal gesagt, Hast du dir überlegt? sie sollen mal eine Einladung schicken. Dass Aber ich mir so von dir, hast du dir wirklich überlegt, beizutreten? Oder? Also man muss fairerweise sagen, es ist nicht so eine klassische Partei. Also es ist Gut, keine nein, SVP oder es FDP. geht ja nicht oder um was für eine Partei, sondern es geht jetzt mir in meiner Frage darum, möchtest du dich dann politisch aktiv beteiligen, egal in welcher Partei? Weil das ist ja jetzt zuerst mal die erste Frage, die du dir selber stellst. Das frage ich dich, ob du... Das kann ich mir vorstellen. Das kannst du dir vorstellen? Das kann ich mir vorstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang eben, wo tust du Farbe bekennen? Also tust du dich an einer klaren Partei irgendwie so anhängen? Ich sage jetzt einfach irgendwie SVP, SP, was auch immer. Oder, und das ist jetzt bei dieser Geschichte quasi die Partei, das sind irgendwie so die Freidenker von Wollerau. Irgendwie so etwas heisst das. Und aber ich muss mir das nochmal genau anhören, wer alles überhaupt dort drin ist. Nicht, dass das so ein alles Halbschühe dort drin hockt. Und um was geht es dort genau? Wie häufig trifft man sich? Was bespricht man genau und so? Weil am Ende des Tages einfach ins Dorf in Spunten hocken, das kann ich auch ohne Partei. Ja, und vor allem ist ja, sobald es eine Partei ist es ja wieder eine Partei, die Farbe bekennt hat. Also du kannst nicht eine Partei sein und trotzdem keine Farbe bekennen. Ja. Sondern wenn du selber angehen und dich nicht in eine Partei reinstecken lassen, dann musst du einfach parteilos sein. Das kannst du ja auch machen. Ja. Also von dem her aber ich ist muss die Partei noch nicht gerade, nur weil man sich politisch aktiv etwas macht, heisst das ja nicht, dass man einer Partei zugehörig ist. Korrekt, ja. Ob man in eine Partei will, ist dann nochmal eine andere Frage. Genau, ja. Das muss mir schon nochmal einfach. Ich habe gesagt, schick mir eine Einladung oder eine Webseite, wo man irgendwie durchlesen kann, um was das genau geht. Ja, aber wirkt schon sketchy. Also, wirkt schon sketchy. So. Ja. So. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt da passiert. Ja, sicher. Voll. Eben. Und wie ist es in der Politik? Eine Partei, die etwas Gutes erzählt? Gibt es gar nicht. Ja, nein. In der Politik, wenn jemand etwas Gutes erzählt, muss er keine Werbung machen für sich. Jeder, der Werbung macht, heisst, dass er von sich selber nicht überzeugt ist in dem, was er sagt. Also für mich persönlich, menschlich so. Weil, sonst ist ja deine Meinung... Also wenn du natürlich für deine Meinung Werbung machst, ist es etwas anderes, weil du willst ja das ist ja Politik. Aber wenn du Leute anwirbst, um deine Meinung zu teilen, dann finde ich hure schwierig so auf Parteistufe. Ja. Weil das habe ich auch schon erlebt im Ausgang. Nämlich mal einen Voll-SVPler überzeugen, dass ich auch zu der jungen SVP gehe. Und das ist ja, wenn du mit den Leuten redest, stöhnt das alles immer super lässig. Und nein, bei uns denkt keiner so und alles ist dies und das. Aber am Ende ist es dann wieder so ein Kuchen, wo ich halt wo dann dich mit etwas, wie sagt man, für das habe ich den Podcast, da kann ich meine Meinung sagen und der, was interessiert, so, ja. hört und der nicht. Ja, das ist schon so, ja. So ein bisschen, I don't know. Aber irgendwo durch habe ich es einfach lustig gefunden, einfach für so irgendetwas einmal angefragt zu werden. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob ich dort jetzt mitmache oder nicht, also die Entscheidung ist ja in dem Sinne noch nicht getroffen, habe ich es einfach mal lustig gefunden. Ja, safe. Sicher spannend. Also hast du denn die kennt schon von früher? Ja, also der jetzt ich darf nicht zu viel... du musst nur sagen, ich habe eine geschlossene Frage gestellt. Ja, kennst du sie von früher? Ja. Gut. Kennst du sie gut von früher? Sind es Kollegen früher? Ja. Ja, dann weisst du ja schon mal, ob der moralische Kompass von diesen Menschen in die richtige Richtung der geht. würde stimmen. Genau, also von dem her, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, die einen fetten Unterschied macht. Ist das irgendjemand oder ist es ein Kollege? Weil dann würde ich mir das auch eher überlegen, weder wenn das irgendjemand ist. Einfach. So, vom Ding her. Voll. Ja. Ja, jetzt habe ich von meinem Wochenende ein bisschen erzählt. Jetzt stelle ich die gleiche Frage retour.
Was ist bei dir das Wochenende alles auf dem Programm gestanden? Also am Wochenende eigentlich nicht so viel. Ich habe am Freitagabend haben wir noch eine Kollegin, die ist in Zürich gerade bei der Engi, ist die dort in eine Wohnung gezogen mit dem Kollegen. Also mein Kollege, ihr Freund, ist sie zusammengezogen, genau. Und wir sind dort am Abend vorbeigegangen, haben ein bisschen gechillt, ein bisschen so Wohnungs-Einweihungs-, Festli-mässig. Einschwemmten. Genau, ich bin aber mit dem Auto, also ich habe die anderen gefahren und bin dann auch relativ zeitig wieder heimgegangen, weil ich am nächsten Tag arbeiten im Restaurant. Bin dann dort auch angegangen, hätte eigentlich am Sonntag dort auch arbeiten müssen. Habe dann aber dort dann auch noch mal nachfragen, so, Entschuldigung, braucht es mich überhaupt? Fun Fact, nein, es braucht mich nicht. Aber du bist jetzt einfach mal gekommen. Genau, ich war dann 3 Stunden dort, habe noch etwas gemacht, weil so nach 1 Stunde wieder heimgehen, hat sich auch nicht gelohnt. Dann habe ich etwas gemacht und dann habe ich am nächsten Tag aber dann auch nicht arbeiten. Und dann habe ich ein bisschen chillaxed, habe mal ein bisschen die Zeit genossen, wo ich ein bisschen abschalten konnte, weil 2 Wochenendtage hat es bei mir einfach schon viel zu lange nicht mehr gegeben. Und ja, ich bin dann wieder ein bisschen in die Minecraft-Sucht abgedriftet. Ganz krass, vor allem auf der PS5. Also ich bin Kannst du auch Minecraft? Ja. Also, ich sage jetzt mal so, ich komme aus einer Zeit, wo jeder, der Minecraft nicht am PC gegamed hat, das hast du nicht ernst nehmen. Und aber heute kannst du auf dem Handy, auf der Switch, kannst du überall Minecraft spielen. ja, natürlich und vor allem eben auch gut. Weil früher, ich weiss noch, ich hatte einen Kollegen, der hatte einen Xbox 360 mit Minecraft drauf. Und das war so scheiße. Also, das ist wirklich einfach nur mühsam und anstrengend zum Spielen gewesen. Und jetzt auf der PS5 mit der ganzen, jetzt einfach mit der Steuerung und so, finde ich, haben sie eine mega coole Art gefunden, das zu verpacken. Und du kannst es schon nie. Also ich bin nie so wendig und flink und alles unterwegs auf der PS, wie ich es am Computer bin. Weil nur schon so Sachen, wenn du unter einem Baum durchgerannt bist, 2 Blocks, hast du Leertasten spammen und dann bist du gesprintet und gumpelt gleichzeitig und bist viel schneller und so Ja. Zeug. Alles so Sachen, das funktioniert halt bei der Konsole nicht. Da kannst du nicht sprinten mit einer extra Taste oder so, sondern du musst den Stick reindrücken, den linken, zum Sprinten und so. Und ja, das ist einfach ein anderer Aufbau. Wie sieht es eigentlich mit Mods auf der Konsole aus? Also Ganz schlecht. für alle, die nicht wissen, was ein Mod ist. Ja, also ein Mod ist eine Modifikation. Und wer nicht weiß, was eine Modifikation ist, dem empfehle ich jetzt zu googlen, weil das ist ein Wort, das sollte man eigentlich kennen. Modifikation ist eigentlich nur einfach eine Veränderung von etwas, was schon da ist. Also eben eine Spielerweiterung sozusagen. Ein Mod ist Spielerweiterung. Und gerade auf dem Computer, gerade früher, hat es unglaublich viel gegeben, dass die Leute Mods gespielt haben, weil halt das normale Vanilla Minecraft ist ja relativ überschaubar. Heute weniger, wie es damals noch war. Aber damals, ich meine, du hast 3 Erz gehabt und dann hast du mit dem Rüstung machen. Und viel mehr hat es nicht mehr gegeben. Noch Baumaterialien. Ganz am Anfang hat es ja auch noch viele Baumsorten gegeben und so. Und darum hat man dann mit Mods gespielt, wo... Ich glaube, am Anfang hat es nur ein Holz Also im Fall ganz am gegeben. Anfang hat es nur eine gegeben. Dort hat es ja nur ein Biom gegeben. Dort hat es nur... Also ganz am Anfang hat es Ganz am Anfang. hat's Ja. nichts gegeben. Also ich habe Minecraft glaube ich, auch gespielt, wo also Kohle hat es schon gegeben, Gold, Diamanten, Aber- Smaragd hat es noch nicht gegeben, Redstone hat es gegeben, Lapis hat es gegeben. Okay. Aber heute gibt es ja glaube ich, noch Kupfer. Gibt es ja, glaube Copper ich, gibt's auch jetzt auch Copper. noch, ja. Plus im Nether gibt es ja noch, wie heissen die? Das Krasse im Nether. Ja, das ist Ancient Debris. Ja, genau. Ja. Ancient Debris. Das ist aber eben neu. Also, Das ist ganz neu, das ist ja. ganz neu. Ja, für uns ist es ganz neu. Ja, ja Ancient Debris. Also, früher ist ja auch die Hölle, hat es nur Netherrack gegeben. Nur der eine Block Netherrack. Und dann hat es noch Soul Sand hat's ja. gegeben. Und halt Netherbricks von den Festungen. Ja, genau. Aber sonst hat es ja Jetzt nichts gegeben. Quarz gibt es ja irgendwie auch. Also, der Quarz ist recht schnell dazu gekommen. Der ist ja im Netherrack drin. Es ist einfach das Erz, das du farmen kannst, damit du Level machst im normalen Spiel. Oder halt du kannst so Quarzsteine machen. Das sieht noch cool aus, wenn du so einen Tempel baust oder so.
Aber sonst hat es eigentlich nichts gegeben. Und mittlerweile gibt es ja im Nether auch Biom. Also du hast einen Warped Forest, du hast so einen anderen Forest. Also es gibt im Nether, glaube ich, 2 verschiedene Baumarten mittlerweile. Im Nether. Früher hast du eine Baumart oben dran gehabt, dann sind irgendwann Birken dazugekommen und dann ist lange nichts passiert. Und Cherry Blossom ist ja, glaube ich, eins mit der ganz, also es ist jetzt ganz frisch, neu, wo so die Krisenbäume. Ja, so das ist 1.19 ist das, glaube ich, gekommen. Ja. Das ist Krisenbäume und Krisenholz, was es gibt. Aber eben vorher ist ja noch der Dschungel und so gekommen, der ist auch recht bald dann gekommen. Und das neueste Biom, das es jetzt gibt, ist Mangrovensümpf. Gibt es auch, das ist das Neueste. Ja. Und eben mittlerweile relativ gross, aber eigentlich waren wir bei den Mods. Und die Mods, muss ich wirklich sagen, das ist recht enttäuschend. Also es gibt du musst für alles zahlen. Früher ist ja Mods einfach irgendwo gegeben und meistens gratis. Und heute kannst du auf der PS, das ist richtig anstrengend, du kannst keinen Shader installieren. Shader, für die, die es nicht wissen, ist in Minecraft ist ja alles relativ. Also, wenn ihr schon mal ein Bild von Minecraft gesehen habt, dort gibt es keinen Lichteinfall oder irgendwie schöne Sonne oder etwas. Und mit Shader kannst du das im Computer dazu tun, damit alles schöner aussieht, glänzt und so Sachen. Und das kannst du halt auf der PS5 kannst du das alles nicht. Und das ist ja eine totale Witzverarschung. Also ich meine, ich kann auf meiner Playstation 4K-Spiele spielen, fotorealistische Spiele, alles animiert mit Partikeln und allem Scheiß. Aber Minecraft sagt, nein, wir können RTX nicht aktivieren bei der PS, weil sonst könnte zu Leistungseindingslingen kommen. Da muss ich auch sagen, ihr habt euer Spiel schlecht programmiert für die Playstation, aber an der Playstation liegt es nicht. Die wollen halt einfach keine PS4 und keine PS5 separierte Versionen machen, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist ja mega lang, also auch heute noch das Thema, dass eben jede Plattform, eben wenn du mit der Nintendo Switch Minecraft spielst, kannst du nicht mit jemandem spielen, der mit der Playstation drin ist und jemand, der mit dem Computer drin ist. Oh, das Bier. Nils. Ich glaube nicht, dass das Bier ist. Ich trinke auch Bier, Nils. Weißt du? Ich bin wieder mal am Abkratzen. Aber nein, jemand mit der Switch, jemand mit der Playstation, jemand mit dem Computer, die können nicht zusammen. Crossplay, die können nicht miteinander spielen. Nein, Minecraft ist nicht Crossplay-fähig. Glaube ich. Ja, aber ich habe gemeint, Konsole geht. Crossplay. Also das Problem ist, du hast ja auf Konsolen hast du Minecraft Bedrock Edition. Und Java. Und genau, auf PC hast du Java Edition. Und weil das halt verschiedene Programmiersprachen sind, ist es einfach ein anderes Ding und darum kannst du nicht crossplayen. Aber es gibt auch Spiele, die das jetzt schon ausgehebelt haben. Also ich denke, früher oder später wird das schon möglich sein. Vielleicht ist es auch jetzt schon möglich, weil ich es auch nie ausprobiert. Aber was sicher eben nicht möglich ist Java auf Bedrock miteinander. Ja. Weil du hast, also das Zeug ist anders, das sieht auch ein bisschen anders aus. Es ist ein bisschen ein anderes Minecraft. Eben, weil sie haben ja jetzt das wirklich optimiert, die Bedrock Edition, wo ja schon immer einfach auf Konsole oder Handy hast. Die haben es jetzt wirklich, finde ich, gut optimiert auf Konsolen. Und das war vorher noch gar nicht der Fall gewesen. Und es hat ja jahrelang hat's so gewisse Unterschiede gegeben. Also ich habe das nur am Rand ab und zu mit ein paar Let's Plays und so habe ich das mitbekommen, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich zutrifft, aber wenn mit einem Boot von 50 Blöcken oben runterspringst, in der Java Edition hat es dir keinen Schaden angefügt und bei der Bedrock Edition hast du trotzdem genau den gleichen Schaden erlebt, wie wenn du ohne Boot irgendwie oben runtergesprungen bist. Und einfach so Unterschied hat es jahrelang zwischen diesen zwei Versionen gegeben. Ja, und die haben es jetzt ausgehebelt. Und die haben es weitestgehend ausgehebelt. Ist das gleich? Also du kannst auch sagen, dass zum Beispiel Farmen, die du bauen kannst, die funktionieren in Java und in Bedrock genau gleich. Das haben sie alles verbessert. Ja. Das funktioniert jetzt, ja. Es gibt ja im Moment auch noch ein spannendes Event, das bei Minecraft ansteht. Ich weiss nicht, wie fest dass du es mitverfolgst. Nein, also ich weiss nicht, was du, also wenn du mit Event einfach die
neuen Items, die dazukommen, meinst du? Mobvote. Ja gut, das ist aber normal. Das machen die immer. Die machen bei allem, was sie bei Minecraft rein tun sie voten. Ob jetzt das Mods, ob jetzt das neue Erz, neue Sachen, die tun immer voten lassen. Das ist in dem Sinn regelmäßig, ich glaube alle 2 Monate oder so, machen sie so etwas. Aber es gibt eben auch oft, dass gar nichts reinkommt. Aber dort ist jetzt wieder ein Voting dran. Ja. Aber das ist in dem Sinne noch nicht so spannend. Also erst wenn dort, es kann auch sein, dass die alle 3 nicht kommen. Weißt, Ich habe gemeint, einer von diesen 3 kommt. wenn das sie bei dem gemacht haben, aber es gibt auch solche, wo ich weiß nicht, was für ein Voting das ist. Ich bin zu wenig im Voting drin. Ja. So. Aber es hat es auch schon gegeben, dass sie 3 hatten, dann hat es 3 uneinig. Also dann ist es sehr gesplittert gewesen und haben gesagt, wir tun keins von allen 3, wir machen etwas Neues. Ja. Und schauen dann nochmal. Okay. Also, ja. Aber sie sind jetzt über 3 neue Tierli am Abstimmen. Pinguin, Krebsli und Armadillos. Eines von diesen 3 Gürteltier. möchte es gerne integrieren ins Spiel. Und jetzt kann man voten, ja. Also wenn einem das interessiert, kann man schauen gehen. Und voten, ja. Voll. Aber ich habe das amigs nur so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Ich habe selber gar keinen Minecraft-Account, aber ich finde es einfach noch spannend, weil Minecraft ist ein geiles Game. Und ich habe es einfach immer cracked, habe ich das gespielt. So Pirate Bay-Zeiten. Aber Unglaublich, es war ja nur 20 Stutz. ja, aber irgendwie, Hey. also das ist eben so, was ist das, 2012, 13 oder so gsi, wo bei mir so die Crack-Zeit rum war, wo ich jedes Programm probiert habe zu cracken. Ich hoffe, das ist mal 10 Jahre vergangen sein, also Verjährungsfrist. Ja gut, ich glaube... Ja, ich glaube, das interessiert Nein. niemand. Aber nein, also dort habe ich wirklich alles mir irgendwie runtergecrackt. Crazy. Minecraft, FL Studio, alle Gut, Adobe-Programme. Ich habe halt Minecraft auch anders gespielt, weil ich habe halt bei Minecraft Optifine installiert, ich habe Shader installiert, ich habe ganz viele Resource Packs, ich habe noch sonst mit Optifine hast du ja damals die Sprint-Tasten umlegen, das hast du nicht können im Vanilla und so Zeug. Und wenn du cracked hast, ist das Zeug alles scheiße gewesen. Dann ist das alles, ja, es ist zum Teil schon gegangen, aber wenn nicht und wenn schon, das ist in den Sternen gestanden. Das hast du nicht können wissen. Darum habe ich mir das gar nicht gegönnt, also das zu cracken. Weil ich habe sonst eigentlich auch vieles gecrackt. Aber ja. Damals sind Computerprogramme auch noch ein bisschen teurer gewesen, muss man sagen. Also, wenn du ein Schnittprogramm haben das gut ist, dann hast du einfach viel Geld in die Hand nehmen. Oder du hast es gecrackt. Ja. Final Cut Pro auf dem Mac. Nein, Final Cut habe ich sogar schon als Laie schlecht gefunden. Das habe ich schon als Laie nicht cool gefunden, habe ich nie benutzt. So. Wir hatten in der Schule mal einen, der hat mega lang auf Final Cut geschworen, auf das Schnittprogramm. Dann hat er in der Schule das gefragt und der Dozent nur, der Scheissdreck müsst ihr gar nicht schaffen. Ja. Ich weiss nur noch, Final Cut hat früher, ich weiss nicht, wie es heute aussieht, aber früher hat es 299 Franken im App Store gekostet. Und ich nur gedacht, oh shit, das ist das teuerste App im App Store. Bis es auf dem iPhone, mag ich mich auch noch erinnern, und das App habe ich auch runtergecrackt. Und das ist mal bei uns in der Schule ist das irgendwie so durchgegangen. Das hat geheissen I am rich. Hat das Ja, App ich kenn das, Kennst du das App? Ich kenne es, ja. Und das hat 999 Franken, glaube ich, gekostet Ja, im und App dann hat es Store. einfach so eine Schrift drauf gehabt, Rich oder irgendetwas. Es hat einen roten Rubin. Hat das gehabt, wenn du das App aufgemacht hast, und der hat einfach ein bisschen gefunkelt. Und du hast nichts. Gut nichts hast du in dieser App machen. Hast du nicht zeigen, dass du rich bist? Du hast, ja. Für das ist es gedacht. Traurig ist eigentlich, dass es funktioniert, so etwas. Ja, und allein aus dem Grund, weil Noch das trauriger ist, wenn du hingehst und das crackst, um dich krank zu fühlen. Weißt, Ja. Das App ist ja schon sinnbefreit, wenn du es dir kaufst. Aber wenn du es dir klaust, dann ist es noch sinnbefreiter. Also Zu gut. ja, also, Ich hätte es wahrscheinlich auch gecrackt, einfach, dass ich es habe. Oder einfach, weil du es kannst. also
allein aus dem Grund, dass du dir das cracked aus dem Cydia App Market hast können runterladen. Cydia. Jailbreaked. Achtung iPhone. Ja. Am iPhone passiert nichts. Ja, aber am Bier da vielleicht. Ja, darum muss ich aufs Bier aufpassen, aber nicht aufs iPhone. Genau, da nicht allzu krasse Manövers machen. Nein, also I am rich und dort I am rich. Der Grund, warum dass es überhaupt eine crackte Version von dieser App gegeben hat, muss darauf schliessen, dass irgendjemand auf dieser Welt mal 999 Stutz ausgegeben hat. Du hast die Datei quasi wie dann nachher in die zweite App Store reingepackt. Aber irgendjemand auf dieser Welt hat mal 999 Franken für eine App ausgegeben, die nichts kann. Damit ich es dann nachher herunterladen konnte und mich geil fühlen konnte. Ja, voll. Ja. Ja, aber das waren geile Zeiten. Cydia. Ich hatte auch mein iPod Jailbreak. Wow, das sind geil, die krassesten Zeiten. Jailbreak auf dem iPhone. Ja, Digga, also ich weiss noch, nachher hat es so einen, wie hat jetzt das geheißen? Apfelkiste oder so, auch Kiste oder so hat es geheißen. Das, wo du nachher auf dem, wenn du es jailbreakt hast, nachher bekommen hast, hast du so ein braunes Icon oder so hast bekommen. Das hat Cydia, hat das ist das Cydia ja, und nachher drin hat es irgendwie Box oder etwas geheißen. Wo du dann eben die Jailbreak-Sachen hast können runterladen mit dem Bildschirm, der sich verdreht oder die Apps, die alle runterfallen oder so Zeug. Ja, es hat also aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, von was das wir reden, das ist, glaube ich, iOS 5 oder so. Ich meinte 5.1.1 ist so eine iOS-Version gsi, wo du easy hast können jailbreaken. Mit Snowflake oder Red Snow, irgendwie so haben die alle geheißen. Oder Green Poison. Dass ich die Namen noch weiss. Ich kenne nur Cydia. Ja, Cydia ist quasi wie der App Store, wo du dann so Sachen hast können installieren. Aber es hat verschiedene Anbieter von diesen Jailbreaks gegeben. Ja. Und Jailbreak heisst ja eigentlich, dass du dein System für externe Sachen aufgemacht hast. Weil eben Apple toleriert das bis heute eigentlich nicht. Darum auf dem iPhone gibt es nur einen Marketplace, den App Store, wo du an einem Ort alle Apps herunterladen kannst. Du kannst keinen zweiten App Store installieren. Und das war quasi Cydia. Und Cydia ist dann vor allem interessant geworden, weil du auch so Benutzeroberfläche verändernde Sachen hast können rein tun. Und mit iOS 5.1.1 weiss ich noch, hast du auf dem Homescreen, dort wo du deine Apps hast du beim iPhone noch keinen Ordner können machen. Du hast jedes App hast du separat so einzeln gehabt. Und dort hast du so ein Programm herunterladen. Das hat Enhance Folders, hat das geheißen. Und dann hast du dann plötzlich so Ordnerli auf deinem Homescreen machen. Krass, ich bin dort ganz anders rein. Also ich habe mit Cydia habe ich Clash of Clans gehackt. Wir haben also ich habe immer halt, also mir sind die Graphics-Zeug. Ich habe das auch mal gemacht, aber das war mir immer gleich gewesen. Ich habe einfach die Spiele gehackt. Ja. Du hast alle möglichen Spiele. Du hast zum Beispiel Flappy Bird, hast die Röhren wegmachen. Habe ich die Röhre weggemacht, da hast du einfach durchfliegen bis am Ende, bis der Mario kommt, der dich umbringt. Da hat es sogar noch ein Ding gegeben, dass du den Score einfach hast aufstellen und so Zeug. Also es war wirklich witzig. Und ich habe mir über den Namen Cydia, Digga, ganz, ganz komisch. Dort habe ich eine App abgeladen, wo du dir hast wie können beim Clash of Clans hast können Beträge eintippen und dann ist das auf dein Konto von Clash of Clans übergeschickt worden. Und das war so geil. Das Problem war aber nachher, der Server von Clash of Clans hat dann immer, sobald er neu geladen hat, er gecheckt, dass dort etwas nicht stimmt und hat das wieder weggenommen. Das heisst, du hast immer etwas, also hast es machen, hast dann müssen das App schon laufen haben, schnell rausdingseln und wieder rein, sodass die App nicht neu muss laden. Und hure mühsam, aber dann hat es manchmal dann funktioniert. Das sind lustige Zeiten gewesen. Ja. Und ich habe damals Jailbreak, habe ich ganz entspannt gemacht. Ich hatte einfach eine Webseite, Laptop
iPod angehängt, auf das Knöpfchen gedrückt und eine halbe Stunde gewartet und dann war das fertig gewesen. Ja. Das war halt das Lustige gewesen. Damals hast du kein PC-Crack müssen sein. Wenn du nur schon ein bisschen draus gekommen bist, hast du alles können machen. Und heute ist es halt schwieriger, ja. Aber ich mag mich erinnern, es hat eine iOS-Version gegeben, wo du einfach im Safari mit deinem iPhone hast draufgehen. Du hast einen Button gedrückt, zack, und dein Handy war Jailbreak. Ja. Das sind, an und für sich sind das immer Sicherheitslücken, die im System existieren, um wie so den Schutz rundherum aufbrechen. Dass du dann externe Sachen hast können reindingseln. Aber mit jedem iOS-Update ist eine Art die Sicherheitslücke wieder gestopft worden und mit dem nächsten Jailbreak hat wieder eine andere Sicherheitslücke müssen bedient werden. Und halt iOS-Version über Version ist das halt immer wie schwieriger geworden. Und ich weiss gar nicht, ob du auch heute noch, ob das überhaupt geht. Also es wird sicher irgendwie gehen. Das kann man nicht vorstellen, dass das komplett ausbrennen, das Problem. Aber es wird sicher schwerer sein. Weil am Anfang ist ja Apple eben der Einzige, der gesagt hat, wir wollen nur unsere eigenen Produkte verkaufen und so. Und mittlerweile ist es ja überall das Gleiche. Also ich meine, Microsoft hast du zwar den Play Store, aber du könntest jetzt nicht einfach... Das ist Android. Android hast du den Play Store. Und früher war es halt so, du hast im Android Store alles bekommen, im Play Store. Und heute hast du ja auch nur das, was Google sagt ja. Also von dem her, es ist dort wieder aufs Gleiche rausgelaufen. Du kannst jetzt auch, oder auf deinem Google Pixel könntest du wahrscheinlich auch nicht eine App von einer Webseite abladen und installieren, oder? Wenn man weiss, wie schon. Ja, aber... In den Einstellungen externe Quellen kann man ein Häkchen rausnehmen und dann kannst du jede APK auf Android heisst so, die Dateiendung kannst du abladen und dann kannst du auch jedes App auf dem Android verwenden. Also auch zum Beispiel das PC-Spiel. Ein PC ist ja Windows. Mhm. Ja, aber ich meine jetzt einfach Applikationen, die nicht abgesegnet sind. Mhm. Das kannst du auf Android. Okay. Also Android ist immer noch öffentlich, der Code und alles. Also kann Android kann ist Apps Open Source. Das ist Open Source. Android ist Open Source. Okay. Das ist zum Beispiel der Grund, warum das Huawei, der chinesische Telefonhersteller, bis Stand heute immer noch Android hat dürfen für seine Handys verwenden, weil das ist unter Donald Trump Zeiten gsi. Er hat ja verboten, amerikanische Firmen, dass die mit chinesischen Firmen zusammenarbeiten. Und Huawei hat in seinem Telefon ganz viele Technologie, aber so Intel-Chips oder sonst irgendwelche geistiges Eigentum von amerikanischen Firmen verbaut. Und das ist dann nachher untersagt worden. Und weil genau Android Open Source ist, hat Huawei bis heute Android brauchen. Mhm. Okay. Wie ist es bei Google? Bei den Google Phones? Hast du dort den Play Store oder was hast du dort für einen Store? Nochmal, sorry? Bei den Google Phones? Beim Pixel, wo du hast? Ja, habe ich den Play Store. Korrekt. Also auch von Android? Auch von Google. Also von Google also ist der auch Hersteller... von Google macht keinen Sinn. Nein, also der Hersteller von Android ist ja Google. Ja. Und Android ist das Betriebssystem, wie Microsoft und Windows. Also in dem Fall ist doch auch auf allen Android-Geräten der Google Store sozusagen. Weil es ja von Google Standardmäßig ja. Genau, ja. Auf Google kannst du in den Einstellungen aber ein Häkchen auswählen, dass du auch externe oder unbekannte Dateien kannst zulassen. Gut, das kannst du mittlerweile auf dem iPhone auch. Das kannst du auch externe Ja, Marketplaces installieren. Externe Marketplaces kannst du nicht installieren, aber ich kann auch Sachen von Webseiten herunterladen. Das geht auch mittlerweile. Ja. Also das funktioniert. Ja. Aber auch nur, wenn du etwas ausstellst. Ja. So ein Sicherheitshäkchen. Aber eben, sie haben trotzdem einen Riegel geschoben. Es kann nicht jeder einfach eine App programmieren für zum Beispiel jetzt das Apple-Ding, ohne dass Apple einmal sagt,
ich muss drüber schauen. Das ist richtig. Und bei Google, das ist beim Play Store genau das ist Gleiche. das genau das Gleiche. Ja. Genau. Und früher ist das aber nicht so gewesen. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Dass früher sind Apple die Einzigen gewesen, die gesagt haben, wir wollen überall drüber schauen. Heute machen das alle so. Darum hat sich das auch alles verändert. Darum war es früher so einfach gewesen und heute nicht mehr. Ja. Das ist die Mentalität. Eben, früher hat einfach jeder alles können machen und jetzt nicht mehr, weil jetzt überall die Big Players ihre Finger im Spiel haben. Ja. Die wollen ja in ihren Marketplaces auch so eine gewisse Sicherheit können gewährleisten und so. Ja, oder vor allem möchten sie das Monopol auf ihre Verkäufe haben. Das würde ich jetzt behaupten, ist ihnen das Wichtigste. Ja, also bei Apple weiss ich es geht. Jeder In-App-Kauf, das ist ja ein grosses Thema bei so Clash of Clans und so ist das ja gewesen, dass jeder In-App-Kauf 30% von dem Umsatz geht direkt an Apple. Yes. Genau darum machen sie das. Ja. Ja. Das ist schon wild. Ja, es ist eigentlich asozial. Eben, früher haben wir alle Apple für das verurteilt, heute machen es alle, darum interessiert es keinen mehr. Ja. Part of the game. Part of the game. Schade. Schade. Schade, Schokolade. Schade. Ja. Ja. Aber vielleicht von diesen technischen Mods und Shaders und Android, iOS vielleicht zu entspannteren Themen. Ich weiss nicht, ob du gerade... Jetzt habe ich gedacht, du hast jetzt gerade eine Überleitung gemacht Aha. auf das Thema. Also, warte mal, ich muss so schnell... Sollst du nicht erzählen? Ja, also wenn du gerade etwas ready hast... Ich habe noch ein paar Sachen, aber du hast gesagt, du hast auch noch ein paar. Also hau mal raus, weil meins ist nicht so wichtig. Ja, also ich habe diese Woche eben ein weiteres Highlight, das ich seit letzter Woche, wo wir hier im neuen Büro sind, zu verzeichnen habe, ist einfach die räumliche Abtrennung von Zuhause und Office. Ja. Und so blöd, wie das jetzt mag tönen, das ist die letzten 3,5 Jahre oder so, ist das jetzt eigentlich immer bei mir die Heime miteinander verbunden und trennbar gewesen. Dass 10 Meter neben meinem Bett einfach auch die Firma irgendwie so war. Du hast einfach von die aus gearbeitet, fertig. Ja, es ist nichts anderes. Ja, es war einfach nur ein Homeoffice, 3 Jahre. 3 Jahre komplett Homeoffice Genau. und eben die Firma aufgebaut und alles drum und dran. Und jetzt einfach es sind ja auch jetzt nicht riesige Distanzen dazwischen, aber... Nein. Nein. Aber einfach müssen am Morgen ein paar Hosen anlegen Ja. und Schuhe anziehen und schnell voraus, schnell frieren oder schwitzen oder was auch immer und dann in einen anderen Raum, Tapetenwechsel, reinzulaufen. Und dann weisst du so, jetzt bin ich am Arbeiten. Und wenn ich jetzt hier rauslaufe, dann weiss ich, okay, jetzt ciao zusammen, schönen Abend, bis morgen. Ja, das tut hure gut. Und das habe ich effektiv vergessen, wie sich das anfühlt. Ja, und es tut eben wirklich hure gut, weil du kannst sonst nicht abschalten. Das ist der grösste Pain, wenn du heimkommst oder heim bist und schon wir, die noch selbstständig sind, die sonst schon das Problem haben, nicht abschalten können. Hei. Selber und ständig. Ja, Darum heisst es selbst so. und ständig. Es ist so, ja. Es ist immer etwas los und so kannst du nicht. Also so müsstest nochmal genau für irgendeinen Gedanken nochmal ins Büro gehen und dann denkt man sich selber nochmal, ja, aber warte jetzt. Muss ich das jetzt machen? Ja. Muss ich jetzt um 8:30 am Abend jetzt am PC hocken oder kann das die Welt auch morgen verkraften? Genau, ja. Und ich muss wirklich sagen, genau diese Entscheidung lange es auch noch morgen. Das hat mir jetzt die letzte Woche und diese Woche unglaublich gut getan. Das glaube ich. Ich habe jetzt halt, und das betrifft jetzt ein bisschen die anderen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, einfach Zeug können angehen, wo also das eine Thema, das liegt bei mir seit 2 Jahren irgendwo in einer Schublade im Kopf oben, meine
Handyfotos mal ein bisschen wieder aufräumen und alte Scheissdreck von WhatsApp, so lustige Fotos, wo man das Grosse geschickt hat oder so, mal ein bisschen bereinigen. Und der sagt, das wird ja alles in die Cloud synchronisiert und das nützt da niemandem. Nein. Aber ich will trotzdem, dass man mein Doch an Google und Fotos Apple, schickt. denen bringt es etwas, weil die können grosse Server verkaufen. Ja, Ja. aber ich will trotzdem weiterhin, dass man das grosse so Scheiß-Fotos Ja. schickt, weil ich finde das amüsant. Ja, mega, ja. Und so, ich wünsche dir eine gute Nacht, hier ist Knuffel und irgend so einen Bullshit. Aber ich finde das eigentlich noch, ich finde das sympathisch. Ja, sicher, mega. Also wenn ich mal 70 bin, dann tue ich meine Enkelkinder zuspammen kann mit ich so sagen, Scheiß. wir werden Memes, Alter, wir werden Memes spammen von 2014. Ja. Und alle werden Wir sagen, irgendwas. tun unsere Enkel zutrollen. Wir werden dann zu Trolls im Internet, Alter. Wir werden so eine Schule hacken und dann gehen wir dort auf den Screen drauf und so «Salut!» Salut! Wow, wie Ja. Einfach durch uralte Fotos durch und einfach Güssel weglöschen, aufräumen. Und das kannst du halt nur, wenn du den Kopf nicht im Geschäft hast. Und wieder ein bisschen ein Privatleben bekommen. ja, so langsam wieder Oder merken. überhaupt das Leben. Ja. Neben dem Arbeiten. Ja. Also ich merke es ja selber bei mir. Wenn ich jetzt, also können wir nachher vielleicht noch geschwind darüber reden, aber ich war gestern das erste Mal in einem Escape Room mit Homies und es ist unglaublich, was einfach eine Unternehmung oder so, oder einfach eben, weil du ja dann daheim bist und Zeit hast, dann so eine Unternehmung, die kann dir so viel geben, gefühlsmäßig. Dann am nächsten Tag bist du einfach nur schon wieder voll ready zum Arbeiten, weil du eben auch den Ausgleich gehabt hast. Und das tut einem mega gut. Also, das merke ich auch. Nur schon so etwas Kleines. Privatleben halt, ja. Ja. Ja, darum Fotos die Heime aufräumen, das ist so das eine Projekt, das ich jetzt angegangen bin. Ich habe diese Woche noch ein neues Anime angefangen. Das ist auch ganz interessant. Ich habe die 2. Staffel von Demon Slayer habe ich angefangen und Holy Mother. Oh, ich muss auch. Wow. Ich Also muss die auch. erste Folge, die fängt schon an, indem das einfach so ein abgetrennter Kopf am Boden am Rumrollen. Oh, Und ich muss auch wieder Demon Slayer schauen. Alter, Demon Slayer ist so eine geile Serie. Ja. Oh, wieso habe ich dort aufgehört? Irgendwann also ich verliere irgendwann auch den Faden, weil ich irgendetwas noch sonst mache und so. Und, aber Demon Slayer, ganz geil. Demon Slayer erste Staffel war einfach geil bei mir, weil die habe ich durchgesuchtet im Flug auf Kanada. Und ich habe innerhalb von einem Flug Demon Slayer alles 24 Folgen durchgesuchtet. Ich hab das eben auch gemacht, irgendwie bis voll, keine Ahnung, 18 oder so etwas, auch durchgesuchtet. Und dann hatte ich nicht mehr Zeit und dann bin ich wieder rausgefallen, nicht mehr gewusst, was in den letzten 2-3 Folgen passiert ist. Und jetzt müsste ich wieder von vorne anfangen. Sonst schießt es mich an, weil wenn dann so die Sachen, wenn du irgendwie so die coolen Sachen nicht mitbekommst, weil du einfach nicht mehr drin bist. Ja. Aber es ist schon eine Serie zum am Stück schauen. Ja, Demon Slayer, absolute Empfehlung. Kann man als Empfehlung von der Woche geben, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Und eben die zweite Staffel, ich bin jetzt bei Folge 9 bin ich angekommen. Und jetzt der erste Teil vom Anime ist jetzt eine Art wie fertig. Also die erste Geschichte von dieser Staffel ist jetzt eine Art so abgeschlossen. Und der eine Bossfight ist jetzt quasi ausgetragen worden. So eine Legende ist gestorben und OMG. Also wirklich geil, wenn man sich für Zeichentrickfilm kann motivieren oder so etwas einfach mal möchte ausprobieren, kann ich Demon Slayer als absoluten guten Start in die Welt empfehlen. Voll. Also ich glaube, ohne zu spoilern kann man einfach so ein bisschen einen Einblick geben. Es ist so ein bisschen Classic Anime. Du hast einen Charakter, der zuerst noch gar nichts ist und dann wird er langsam zu eben so einem Demonjäger, also so ein Demon Slayer. Demon Slayer, ja, halt so ein Jäger von so Dämonen. Und was dann halt geil ist,
die Dämonen, die haben alle ganz eigene Arten, wie sie sind. Ganz eigene Characters, ganz eigene Fähigkeiten, ganz andere Skills. Und das holt dich wie jedes Mal in eine neue Welt rein von so einem Dämon. Und das finde ich so geil. Also, ja, es ist wirklich empfehlenswert. Du bist mit jedem Kampf auch mitstudieren. Ja. So, oh shit, der sieht aus wie eine Spinne. Und der tut sich so bewegen und du bist wie mit deinem Hauptcharakter bist du am Mitdenken und probier doch das mal und dann macht er etwas falsch und ist am Boden am Verzweifeln und dann kommt irgendwie so irgendetwas und dann schöpft er nochmal Kraft und dann passiert nochmal etwas ganz anderes. Ja, und sie haben halt auch die richtig schön klassischen Anime-Fights, wo einfach gefightet wird, wo sich im Fight einmal 10 Sekunden in die Augen geschaut werden. Einfach so geile Sachen, die ich einfach feiere halt. Ja. Absolut. Und der Moment intens ist, dann werden einfach mal geschwind 5 Sekunden das Auge gezeigt und nachher das Auge. Und es ist einfach geil. Und eben das kommt vielleicht so von unserer Power Ranger-Zeit, wenn deine Moves noch einen Namen haben. Skillset, Alter. Ich schwöre, das ist auch so etwas, dass die alle einen Namen haben. Damals. Feuerdrache, 5. Form. Ja, genau. Zähne der Dämonen. Irgendwie, keine Ahnung. So geil, so geil. Und dann weisst du einfach, fuck, Scheiße, jetzt hat er die 5. Form. Die ersten 4 Formen gibt es gar nicht. Und die 5. Form, es tönt einfach besser. Und ja, also ich fühle so Scheiße absolut. Geil. Und so etwas kann mich total abholen. Ja, und darum, das ist mein Hit von der Woche. Ja. Demon Slayer, 2. Staffel, voll wieder abtaucht und voll drin. Voll. Und in Kombination mit dem Büro-Verschiebung so. Ja, Ist es kann ich es noch 10-mal mehr geniessen einfach. Ja, voll. Wurde geil. Sehr solide. Ja, was steht bei dir alles? Du hast Escape Room hast angesprochen. Yes, genau. Jetzt habe ich gerade aus Versehen auf meiner Notiz etwas gelöscht. Ich weiß nicht was. Aber genau, Escape Room sind wir gestern gewesen, in Rapperswil. Also auch zu empfehlen, wir haben den War-Room gemacht. Es gibt so einen Atlantik-Raum, den haben wir noch nicht gemacht. Und so einen Kriegsszenario Kim Jong-un-mäßig. So, ja, voll nordkoreanischer Dschungel. Kriegsgefangene, die du spielst. Und dann eben Escape Room mit Rätsel. Und es war eine mega geile Erfahrung. Es hat unglaublich Freude gemacht. Also so zum Vergleichen für Unternehmungen hat es mich mega an Pfadilager früher erinnert. Wenn du irgendein Game hast oder so, wo halt die Leiter im Vorhinein gemacht haben, wo auch so ein bisschen in die Richtung Rätsel gegangen ist, wo dann halt auch erst mit der Zeit herausgefunden hast, wo geht es an, was ist das Ziel und so. Und es ist halt wirklich, du bist in diesem Raum inne, alle suchen, also Informationen und dann findet einer mal wieder irgendeine Uhr, der andere findet irgendwie das und halt von Zahlenkombinationen rechnen bis wirklich physisch etwas machen. Also irgendwo Wasser reinleeren und dann passiert dies und das. Oder irgendwo drehen und dann kommt dort etwas führen. Mega geil. Also wirklich einfach mega, mega lässig. Darum meine Empfehlung. Das Blöde ist, vom Escape Room kann ich nicht zu viel erzählen, weil sobald ich etwas erzähle, spoilere ich jeden. Und das wäre nur schon für den Escape Room einfach scheiße. Weil jeder, der nicht jetzt das spoilern, der muss nicht mehr gehen. Und darum lassen wir das mit Spoilern. Aber ich kann so viel spoilern und kann sagen, in einem Escape Room ist eine Information, die du brauchst, nie an einem einzigen Ort. Du brauchst immer mehrere Orte oder Sachen oder Gegenstände oder Infos, die zusammen dann einen Code oder etwas ergeben. Und das ist halt das Geile, weil am Anfang, du bist dort, dann findest du mal irgendwo Zahlen, dann probierst du mit diesen Zahlen alles aus und irgendwann realisierst, hey Scheiße, ich brauche ja noch mehr Informationen, weil einfach nur mit diesen Zahlen hin und her schieben, das ist nicht das Ziel. Ja, oder erraten ist auch nicht das Ziel vom Zahlenschloss, sondern es ist das Ziel, wirklich herauszufinden, was es ist. Und also, es ist wirklich, wirklich geil. Und ja. Muss man dann so Detective Conan, Sherlock Holmes so vom Naturell? Oder kannst du dort auch als 0815 Mensch? Also, du kannst natürlich, es ist für jeden Mann, aber es ist, glaube der Raum ist ab 14,
Also einfach von der Schwierigkeit, weil als Kind bist du einfach zu blöd. Front. Grüße an mein 14-jährige Ich, was gefühlt hat, er sagt der Baba. Oder wenn die Stelle 10 Jahre nochmal ja, und anhörst. dann denke ich, ja, und du bist auch nur so ein Kleiner. Ja, in dem Fall noch Grüße an mein 34-jährige Ich. Und auch an mein 10-jährige Ich. Ich hoffe, du ein geiles Ich geworden bist. Ja, ich hoffe es auch. Nicht so ein Arschloch wie jetzt. Ja, so. Also ich meine jetzt mich, natürlich nicht dich. Nicht mich. Nein, ich habe mich gemeint. Vielleicht wie Aber ich es ein hat Arschloch und du ein geiles Ich, kann auch sein. Ja, meinst du, weil sie jetzt umgekehrt ist? Es ist Gegenteilstag. Nein, das ist Dienstag. Dienstag ist, glaube ich, das Gegenteilstag. Gemäss SpongeBob Psychologie. Aber wenn am Dienstag ja Gegenteilstag ist, dann wäre ja nicht Dienstag, sondern dann wäre ja dann was für ein Tag? Was ist der gegenteilige Tag von Dienstag? Ich einmal mehr. Ich immer 3-mal mehr. Ja, Hast du das früher ja, sicher, mit aber, der Schwester. Aber, ja. Ich immer einmal unendlich mehr und noch das einmal mehr Krasse- drauf. Aber ja, genau. Und das Krasse war ja, du hast einfach schulisch, hast du einfach schon Tausiger oder so hast du gekannt und du bist immer im Vorteil gewesen. Ja, oder es ist halt lustig, die Zahlen, die hört man relativ schnell und Kinder werfen dann auch mit diesen Zahlen um sich. Also der Florin ist auch schon dort geguckt und hat gesagt, ja weisst, ich habe Hunderttausende das. Oder Millionen, Hunderttausende. Und dann bist du so, ja, aber Florin, jetzt hast du etwas falsch zusammengesetzt. 10 Millionen, 12. So. Ja, so in die Richtung. Und du willst am liebsten dem Kind erklären, hey, guter Versuch, nice try, aber kommt ein bisschen falsch. Ja. Ja, das war eine geile Zeit, wo Mega. einfach so einen Intelligenzvorsprung gegenüber deinen Geschwistern gehabt hast. Ja. Und das einfach schamlos ausgenutzt hast. Ja, wir als ältere Geschwister, das ist schon... Aber jetzt bin ich vom Escape Room ein bisschen abgekommen. Ja, ich habe Escape Room mega geil. Wir haben auch, und das muss man sagen, ich würde nicht mit Leuten gehen, wenn jetzt da ihr, die zuhört, irgendwie da mit einer Gruppe gehen wollt. Geht nicht mit Leuten, die ihr nicht kennt. Oder nicht irgendeine Beziehung haben auf eine wirklich kollegiale Art. Weil du bist in diesem Raum total im Stress. Und also wir haben alle nachher gesagt, hey krass, dass wir uns nicht an die Grinde gegangen sind. Okay. Einfach nicht wegen, weil du irgendwie über etwas falsch machst oder so, sondern weil du halt einfach, du musst zusammenarbeiten. Der eine findet eine Zahl, der andere findet das, was du mit der Zahl musst anstellen musst. Und wenn du nicht miteinander redest, dann nicht richtig redest, dann ist eine fünfköpfige Gruppe recht unübersichtlich und kompliziert. Und macht es dann einfacher, wenn du mehr Leute bist, oder wäre es einfacher mit weniger Leuten? also, der Raum ist möglich alleine. Also es ist möglich. Ah nein, stimmt nicht. Der Raum ist gar nicht möglich alleine. Es gibt Räume, die alleine möglich sind, aber der wäre alleine nicht möglich. Aber ich sage, es ist alleine viel, viel schwerer. Du musst Minimum deine gespaltene Persönlichkeit noch mitnehmen. Ja, die habe ich eh immer dabei, aber es ist halt das Problem, du musst es so vorstellen. Zum Beispiel, endlich hast du eine Kiste aufgebracht oder ein Wandschränkchen. Dann machst du das Wandschränkchen auf, nimmst dir 2 Sachen raus und hast 2 neue Sachen und dann versuchst du zu suchen. Du hast aber die 2 Sachen rausgenommen und hast in dem Moment nicht gesehen, dass oben an der Decke dort etwas klebt. Und darum brauchst du fast mehr Leute, die alle nochmal am gleichen Ort nochmal anschauen, wo du schon geschaut hast, weil du übersehst Sachen. Und darum sage ich, dass du alleine all die Momente, wo dir auch mal der Zufall ein bisschen zu Hilfe kommt, auch erlebst, das ist verdammt schwierig, glaube ich. Und er, wo uns eingeführt hat und überwacht hat, die haben ja auch Kameras drin. Und mit der Zeit, wenn er sieht, dass du im Schilf stehst, dann geben sie dir Tipps, damit du überhaupt noch darum arbeiten kannst. Wenn er sieht, du bist schon zu fest im Schilf, dann schaffst du ihn auch einfach nicht. Also er hilft dir nicht einfach. Du kannst aber alle 10 Minuten einen Tipp holen. Und dort wäre jetzt eben auch ist das grösste Streitpotenzial rum. Weil wenn dann alle so finden, hey nein, ich will jetzt noch keinen Tipp, ich will das schaffen. Und dann finden 2 mal, wir wollen den Tipp, wir wollen ja weiterkommen. Und dann gibt es Streitereien im Raum, dann ist ein Scheiß. Und Ich weiss noch, was war das? Mickey Maus Wunderhaus. Da hat's wie hat der geheißen? Oh, Todes! Irgendwie keine so. Ahnung, kann ich nie Und nachher ist geschaut. einfach so ein Computer zu fliegen gekommen und fetter Sound. Und dann ist es
ein Elefant. Ist es so wie Blues Clues. Und danach hat der Computer aus der Luft irgendetwas vorzaubern, wo eben auch so ein Tipp war. Aha. Also ja, ist Ja, ich weiss, was du meinst. Ja, so ein Tipp. Ja, fix. Das ist das Mickey Mouse Wunderhaus. Ja, voll. Kommt schon rein, wir laden noch ein. Irgendwie so ist es gegangen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, das ist jetzt auch voll random. Voll random. Sorry an dieser Stelle. Genau, beim Escape Room sind wir mit der Gruppe. Genau, da gibt es halt ein Streitpotenzial. Und wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir möchten alle miteinander, wir möchten den Raum fertig schaffen. Also sobald wir einen Tipp nehmen können, dann nehmen wir ihn auch. Einfach, von Anfang an. Also klar, natürlich, wenn du gerade noch am Rätseln bist, dann natürlich nicht. Aber wenn du merkst, hey Scheiße, wir kommen jetzt nicht weiter, haben wir einen Tipp, gut, wir nehmen den. Und das muss einfach abgesprochen sein. So. Weil er hat uns auch gesagt, die meisten Leute, die es nicht schaffen, ist, weil sie keinen Tipp nehmen. Weil sie an einem Rätsel hocken, am zweiten, und dann hocken sie einfach eine Stunde an diesem Rätsel und dann ist es vorbei. Also hast du pro Raum irgendwie eine Zeit oder hast du gesamthaft über das ganze Rätsel irgendwie 60 Minuten, wo musst einhalten? Also, ich glaube, wir müssen den Raum nochmal konkretisieren. Escape Room ist nicht eine räumliche Abgrenzung, sondern all die Räume sind ein Escape Room. Das ist ja, du musst ja aus einem, also du gehst in einen Raum rein. Der Raum ist gegen hinten vielleicht auch noch mit weiteren Räumen, wo du jetzt noch nicht weiter reinkommst, weil du zuerst die Schlüssel musst finden, erweitert. Aber raus musst du natürlich zu der Tür wieder, wo du reingekommen bist. Jetzt bei dem, wo wir sind. Okay. Also es ist in dem Sinn ein grosser Raum, wo aber nicht schon von Anfang an überall kannst durchlaufen Ja. sondern ja, du musst dich halt durch den Raum kämpfen, um nachher am Schluss überhaupt rauszukommen. Und alles gilt miteinander als ein Raum, aber halt mehr ist das... ein Escape Room ist mehr der Name, das hat nichts mit der räumlichen Abgrenzung zu tun. Ja. Und jetzt bei dem, wo wir waren, ist es einfach eine Tür hat's zwischen denen, aber es war eigentlich alles ein Raum an einem. Und der Ausgang, also es ist wirklich geil, ihr müsst das unbedingt machen, ich will nicht spoilern, aber es ist halt ein cooler Moment. Er erklärt dir zuerst alles, dann wirst du eingeführt, weil es hat ja viele Gegenstände in diesen Räumen, zum Beispiel, die du nicht anlangen darfst, aber du weißt es ja nicht, du bekommst ja keine Erklärung. Das heisst, es sind hier Touchkleber drauf, heisst aber nicht, dass du die Informationen von dort vielleicht nicht brauchst oder so. Und dann bist du halt recht so ein bisschen immer am Infos aufsaugen und versuchst herauszufinden, ja, wie mache ich das nachher? Und plötzlich kommt der Moment, wo er sagt, so, und jetzt sind ihr im Dschungel und sind eingesperrt. Zack, und er ist weg. Und du bist allein im Raum mit dieser Gruppe und denkst, fuck, und jetzt müssen wir loslegen. Und dann ist einfach, Leute, komm, wir fangen an zu suchen. Und dann findest du mal etwas, wo du denkst, mit dem können wir nachher das dort holen. Aber wie kommen wir an das an? Weil das ist abgeschlossen. Okay, wir brauchen mehr Informationen. Und dann, Leute, ich habe das habe ich gefunden. Und ich habe das gefunden. Und wirklich, wirklich geil. Also, ja. Der Übergang zwischen Erklären und es geht los ist so unplant oder undingselt, dass es recht krass ist, der Moment, wo du merkst, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Und bei mir hat auch, obwohl ich das noch nie im Leben hatte, wo er raus ist und die Tür zu ist, hat bei mir kurz Platzangst gekickt. Also ich habe ganz kurz gedacht, wow, fuck, Alter. Klaustrophobie. Einfach kurz, also ganz einen kurzen Moment habe ich gedacht, wow, shit, das ist mir jetzt unangenehm. Dann habe ich mich umgeschaut und gemerkt, okay, gut, das ist nicht unangenehm. Aber im ersten Moment sind wir eingeschlossen in diesem Ding und ich dachte, wow, fuck. Klaus. Ja. So ein Spongebob-Moment. Ja, Spongebob. Vieles Legende. gegangen. Legende. Aber ja, muss ich auch unbedingt mal machen. Ich war selber noch gar nie in einem Escape Room. Das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, das ist aber auch schon 10 Jahre oder so seither. Das ist in New York. Ich war ja mal in New York. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Geiles Lied. Durch San Francisco mit zerrissenen Jeans. Das ist Herbert Grönemeyer, oder? Herbert Grönemeyer gibt es auch eine Version, aber das Original ist nicht vom Herbert Grönemeyer. Das ist vom... das müsste ich wissen, weil in meiner DJ-Aktion habe ich das müssen spielen. Das war eines der Special-Lieder. Und zwar war das das Lied für meinen Papi. Oha. Ja. Ist er noch nie in New York oder Hawaii? Nein, aber mein Papi ist so ein bisschen der Charakter von «Das Leben nimmt seinen Zug und alles» und eigentlich hätte man doch selber mal irgendein Leben haben.
Also, weißt, es ist ja mental, wie es beschrieben wird, so ein bisschen, es wird ja ein bisschen beschrieben, er, der einfach geht, oder? Und abhaut. Und ja, das ist mehr der Ansatz. Es ist eher ein trauriger, aber es ist positiv gedacht. Also, man trauert etwas nachher, was man eigentlich gar nicht will, aber es gibt vielleicht ein Leben, wo man es gerne mal gehabt hat. Das beschreibt das Lied, finde ich, recht gut. Das war ein Deep, Ja, was es du ist gerade brutal deep, rausgelassen hast. aber es ist so. Shit. Ja. Das ist gerade richtig deep. Ja. Mir fehlen gerade ein bisschen die Wörter. Ich glaube, wir müssen uns umnennen zu Deep Talk. Deep Talk. Es gibt einen Deep Talk Podcast. 100%. Ja, aber wir haben ja, das ist eigentlich auch noch ein diese Story haben wir, glaube ich, noch nie, auch nicht in der Folge Zero, glaube ich, angesprochen. So Namensfindung für Pfuschcast. Stimmt. Das haben wir noch Haben nie wir nie angesprochen, Alter. Jo, gibt's das? Krass. Shit. Das, was am meisten auf der Hand Ja, liegt, haben wir nicht angesprochen. Und das kommt uns jetzt in der Folge 34 mal in den Sinn. Geil, Ja, Alter. Push. Ja, willst du geschwind erzählen? Weil dann tue ich nämlich da. Herbert, also ich habe das Gefühl, das ist Herbert Grönemeyer. Also aber es wenn, wird dann ist jemand anders Herbert sein. Grönemeyer hat vielleicht auch mal eine Version gemacht. Ja. Aber wenn, dann ist das, was du glaub, meinst, ist Udo Jürgens. Das, was ja, du meinst der mit- gibt es auch noch. Ja, aber die sind halt relativ in einer ähnlichen Musikbubble Ja. und Zeit unterwegs gewesen, drum. Voll. Aber Christiana Strubeck, nein, das ist Musical, ups. Ja, erzähl etwas, sonst ist es so Ja, still. genau. Und zwar Namensfindung Pfuschcast. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Liste noch habe. Aber es ist eigentlich, also die ganze Geschichte mit Podcast und so ist eigentlich recht einmal eine spontane Geschichte gewesen. Und der André und ich eben halt vom Arbeiten reden wir halt zwungenermassen relativ safe. viel. Aber wir haben wie kein geeignetes Gefäß gehabt, um einfach so der random Shit, Kindheit und die Das ist Erlebnisse. Das ist wie bei 4chan auf der /r, wie /random. Auf der Random-Page von 4chan. Jeder, der es kennt, Props an. Genau so ist der Podcast für uns. Und danach, wir sind Auf Basel auf sind wir. Basel, Ja. genau, aber es war nicht für einen Kundenauftrag, sondern ist es fürs ist einfach Kennenlernen. für eine Besprechung. Ist das gewesen. Und dann auf dem Heimweg haben wir irgendwie so gesagt, ja, eigentlich könnten wir ja so etwas machen. Eigentlich wäre es nicht mal so eine dumme Idee. Und eigentlich, wir haben einen Folge gehabt, der eigentlich geheißen Ja. hat, Eigentlich. müssen wir einfach mal damit starten. Ja. Und in dieser Zugfahrt, ich habe die Liste jetzt schnell gefunden. Oh mein Gott, du hast Und- die ja, ich Liste habe die noch. Wow, krass, Alter. Und das ist jetzt richtig ausbuddeltes Zeug, das wir jetzt da schnell droppen. Und in dem Moment haben wir uns dann nachher für Pfuschcast, für den Namen Pfuschcast entschieden. Aber es sind noch andere Namen auf dem Serviertablett. So Boah, das danach. nimmt mich jetzt selber mega Wunder, Alter, was wir da noch hatten. Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich kann mir so Zeug doch. Also unwichtige Informationen lösche ich aus meinem Hirn. Das ist. Also werden jetzt überhaupt mal abgespeichert? Jein. Unwichtige nicht. Da habe ich so einen Bypass gelegt. Ja. Das ist gerade wie so Göschnei-Rolo. Ja. Einmal quer durch den Kopf durch. Ja. Und dann bricht der Tunnel noch schnell zusammen. Und dann Genau. Nein, aber die Liste gibt es noch. Wir haben, ich glaube, ich droppe jetzt einfach schnell. Drop mal einen. Also was wir auch noch im Gespräch hatten, ist Mami Titi. Oh mein Gott. Mami Titi haben wir Stimmt. auch noch diskutiert, Mami ob Titi das oder ein Name Mami für uns Titis oder könnte so. sein. Ja, weil es halt zu uns passt. Ja, kommt mir ein alter Peach Weber-Witz in den Sinn. Oh ja, erzähl. Peach Weber ist immer- Fatima, aber sie schlägt eher an Mutti an. An Mutti nach. Ja. Tipptopp. Was wir auch hatten, das hätte, glaube ich, irgendwie so ein Wortspiel sollen sein. Sicher gut gewesen, wenn wir nicht mehr rauskommen. Also, ja, ich habe ja, also wir haben Stammfisch. Ja. Von Stammtisch haben wir Stammfisch, haben wir irgendwie. Aha. So. Aber was macht der Fisch dort? Ich weiß nicht, ob man das Meer hört, schmeckt. Vielleicht. Fischelt's? Nein, keine Ahnung. Sesselfurzer. Sesselfurzer, ja. Aber
Ja, der Pushcast ist schon aller Abstand am ja, besten. Ja. Haben wir also schon glorreichere Namenseinfälle gehabt wie dort? Genau. Was man, mit dem Namen bin ich, glaube ich, gekommen. Also wenn ich da die Props an mir zuschreiben darf, die Lorbeeren selber einernten. Und zwar Take It Deep Talk. Stimmt. Darum bin ich jetzt, glaube ich, eben von Deep auf das auch wieder übergesprungen. Take It Deep Talk, ja. So à la Deep Throat-mäßig, Take It Deep. Genau. Ja, No Not November haben wir ja gerade letzte behandelt. Also. Ja gut, eben No Not, dann musst du deep gehen. Genau. Jetzt hat es mich gerade an einen Casey Rebel-Line erinnert. Irgendwie, wo er so sagt, dass er nichts gegen Schwule hat. Und seine Konterline ist dann, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich nehme keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Das war seine Line. Ich weiß gar nicht mehr, was der Anfang war, aber ja. Finde ich bis heute immer noch einen geilen Namen. Take It Deep Talk. Vielleicht ein bisschen seriös für uns. Fast ein bisschen seriös, ja. Und was ich auch noch einen guten Namen finde, Jungrentner. Jungrentner wäre auch geil gewesen, ja. Aber es ist eher, du kannst es nicht so flüssig von der Zunge sprechen. Ja. Rentner. Also ich denke, wo fährst du mit R an bei Jungrentner? Jungrentner? In der Mitte. Hätten wir uns ja auch R/Cast können nennen oder so. R/Cast. Das wäre vielleicht noch geil gewesen. Wenn Reddit unser Hauptkanal geworden wäre. Ja, oder einfach halt der Gedankenschluss, dass wir der Content sind, ist ein bisschen wie der Reddit-Feed, würde ich jetzt behaupten, was wir rauslösen zum Teil. Weil da kann ein Post kommen von politisch super krassen Themen und der nächste Post ist irgendeine, die auf die Schnur geht. Und dann wieder der nächste Post ist irgendetwas Rassistisches, der übernächste Post ist irgendetwas LGBTQ-mäßiges. Und genau so fühlt sich unser Podcast vom Inhalt an. Ja. Ja. Ja, ist so, ja. Wie eine Reddit-Frontpage. Ja. Und je nachdem, welchen Podcast du nimmst, haben wir ja heute gelernt, wäre es dann ein Nein-Gag-Frontpage. Und vor allem, wir haben uns da schon 3 Sachen aufgeschrieben, was wir hier im Pushcast oder einfach in unserem Podcast möchten machen. Fragerunde mit Zuhörern. Zuhörer können Fragen stellen. Haben wir, glaube ich, noch nie wirklich. Für das bräuchten wir Zuhörer. Genau. Dann nachher Hausaufgaben für nächste Woche, jeweils abwechseln. Oh Gott. Und der dritte Punkt, den wir uns in dieser Zugfahrt aufgeschrieben haben, Umfragen mit Zuhörern machen. Also sind wir wieder beim ersten Punkt. Und von diesen 3 Punkten, die eigentlich 2 sind, haben wir keinen umgesetzt. Ja, irgendwie nicht so. Nein, aber theoretisch könnten wir jetzt wirklich mal eine Folge mit jemandem machen. Mit irgendjemandem einladen. Nur die Frage ist, wer ladet wir da ein am besten? Das könnte unsere Hausaufgabe sein auf nächste Woche und wir können unsere Zuhörer fragen. Ich sehe schon, jetzt müssen wir Leute anschreiben, so «Ey!» «Ey, kennst du uns?» Hast du schon mal vom Push? Nein. Gehört? Und wenn, wer würdest du gerne einmal hören? Oh Gott. Nein, aber wenn ihr eine Idee habt für irgendjemanden, wo mal da spannend wäre, das darf eigentlich theoretisch darf das auch eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben sein. Also das darf auch irgendjemand sein, der für uns unerreichbar ist. Weil in der Schweiz, wenn es nicht gerade ein Fußballstar ist oder so, dann ist der eigentlich erreichbar für uns. Im besten Fall weiblich. Absolut, ja, ja definitiv. Immer gut. Zum Frauenquote hier in diesem Podcast natürlich auch auf ein gewisses Maß können zu heben. Ja, mal ein bisschen ausgleichen. Ein bisschen FIFA-mäßig. Nein, FC. FC, ja genau, FC 24. Machen wir eins auf FC 24. Ja, aber keine Angst, sie bekommt dann nur so ein kleines Billigmikrofon. Sie können nicht richtige Skills über. Oh, fuck. Nein. Gut, gar nicht so untrue, weil unser Drittmikrofon wird nicht so gut sein wie die wir da haben. Aber es ist auch okay. Ja, für einmal. Für einmal geht schon. Nein, aber jemand einladen wäre wirklich mal cool. Ja, das müssen wir ein bisschen Diversität in den ganzen Scheiß reinbringen.
Ich frage mich, ob ich das zum Beispiel gerade weiss, wenn ich so überlege, so, was immer spannend wäre, zum Beispiel Geschwister, die sind immer spannend, oder ältere Teile oder so. Da weiss ich einfach nicht, ob ich das denen will antun. Ja. Weil dann hocken sie plötzlich da und denken, oh, jetzt muss ich etwas erzählen. Darf ich etwas erzählen? Kann ich etwas erzählen? Und wir erzählen halt einfach. Das, was wir halt zu Also erzählen haben. ich habe eine Idee, die schon häufiger im Fuschcast angesprochen ist, aber ich tue das nach der Folge noch schnell fragen. Finde ich gut. Aber das könnte eine spannende Persönlichkeit sein, die wahrscheinlich Minimum eine Geschichte zum Erzählen hat. Stimmt, ich glaube, ich weiss, wer du meinst. Vielleicht. Ja, ich glaube, ich weiss, wer du meinst. Wir machen Ich nachher hätte eine da noch Umfrage. Ja, genau. Ich hätte dir auch noch eine gewisse Person, wo wir ja die Handynummer davon haben, wo aber so bekannt ist, dass wenn wir die Person in den Podcast holen und das Dann- medial ausschlachtet, dann haben Aber wir dann Zuhörer. wäre eben Dann haben wir Fuschcast dann dann so Minimum 100 zu. Nein, keine Wenn Ahnung. du das zusammenschnittst und Aber ein paar ja. krasse Statements aus einer Person, also nicht mal rausholst, sondern im Sinne von, wenn die ein bisschen offen da hockt, dann wäre das krass. Weil in der Schweiz, glaube ich, gibt es keinen Podcast, wo wirklich so Leute einladen, die nicht einfach gerade aus der eigenen Szene sind. Also weißt du, so breit gefächert aus den Medien. Ich meine, du hast schon so zum Beispiel Kurz und Bündig, ganz krasser Podcast, sehr gute Jungs, aber die haben auch schon so Leute drin gehabt, wie ein EAZ oder so, halt, weil die auch aus dieser Bubble kommen. Also der eine von denen, der macht auch Musikvideos und so. Zum Beispiel schon lange von diesen Leuten ist dort alles in dem drinnen so. Aber sonst, ich kenne gar keinen. Also doch, der Büssi mit seinem Podcast, Quotenmänner. Ja. Die kann man eigentlich heute auch noch als Empfehlung abgeben, weil sie haben eine Folge gemacht, wo es live war, eine Live-Show, wo der Murat Yakin auf Besuch war. Oha. Und der Murat, Schweizer Nazi, ein Schweizer ganz Nazi. sympathischer Dude und auch witzig. Auch ein lustiger Typ. Also wirklich coole Folge ist zu empfehlen. Ich habe seinen Bruder, den Hakan Yakin, habe ich mal die Hände geschüttelt. Ich habe mit dem mal, Und weisst ich wo? habe mit dem sogar mal gebastelt. Der Hakan? Ja. Ich habe nur, für mich hat es nur eine Handbewegung gelangt. Bei mir war es so, die Nazi hat in Freienbach trainiert. Und wahrscheinlich auch dort, wo du... Nein, nicht, überhaupt nicht. Aber bei mir war es so, die haben in Freienbach trainiert. Wir haben ja sogar mal, dort ist aber wir haben dann mal mit dem Hitzfeld. B1... Köbikuhn. Genau, also dort war noch der Hitzfeld. Aber wir haben sogar mit dem B1 mal gegen die Nazi gespielt. Also Fußball auf dem Feld. Aber nicht mit dem Benaglio und so. Dort sind die Guten nicht dabei gewesen, aber die Nazi. Und auch ein paar, die man heute wahrscheinlich kennen würde. Und noch aber ein paar Jahre vorher sind die Nazi normal am Trainieren auf der grossen Wiese. Und ich bin mit einem Kollegen, Grüße gehen raus an Noah Politi, alter, ganz geiles Sicht. Müssen sich mal wieder hören, Jahre nicht mehr gehört von dem. Aber damals immer viel Zeugs mit ihm gemacht. Und dann haben wir dort gebesselt und haben aus Versehen den Ball über auf den Platz der Nazi geschossen, der am Trainieren war. Und dann hat der Hakan Yakin den Ball genommen, ist mit dem Ball zu uns rausgekommen und hat mit uns etwa so 15 Minuten ein bisschen hin und her gebesselt. Und euch wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Ja, wir haben ja gebesselt. Er war ja mit uns im Team, also von dem her. Aber Digga, ich bin nicht auf mein Leben klargekommen, weil damals Hakan Yakin ist der Stürmer, also neben dem Alex Frey ist das der Spielmacher gsi, den wir in der Nazi hatten. Das ist, glaube ich, EM oder WM 08. Ich glaube, es war EM. Oder ist das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich weiß einfach, dort habe ich Panini gesammelt. Ja, voll. Weil ich glaube, 06 haben wir doch letzte nachgeschaut. Das war eben die in Deutschschweiz, Österreich gewesen, und das war ein EM. Dann müsste das ein WM. Ich bin mir nicht sicher, aber ist gut möglich. es sind einfach viel zu viele von diesen Events schon gegeben. Ich habe immer in der Schweizer Nazi habe ich einen absoluten Lieblingsspieler gehabt. Willst du in Prediction abgeben? Ein Prediction, ja. Also, warte jetzt mal. Entweder, also klar, damals, ich könnte jetzt... also wäre jetzt natürlich lame, wenn es einfach der Hakan Yakin ist, weil über den haben wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet. Ist nicht der. Aber sonst fällt mir noch ein, mein Master war immer der Zubi.
der Zubi. Pascal Zubenbühler. Der Zubi. Und Grüße gehen raus. Grüße genau an Zubi raus, absolut. Aber so alle unerreichbare Persönlichkeiten. Genau, ja. Der ist Genau. jetzt irgendwie Unternehmensberater im Fall. Ah, Der tut wirklich? so beraten. Was? Also schon im Sportbereich tut er irgendwie Consulting machen. Ja, wir haben ja jetzt im Sportbereich vielleicht auch etwas zu tun. Ja. Vielleicht Vielleicht muss läuft uns man mal sich der da Zubi mal. beraten. Das wär's ja. Nein, für mich, ich würde sagen, der Zubi. Ja, der Zubi würde ich sagen. Weil alle anderen kommen mir nicht in den Sinn. Ja. Ist nicht der Zubi. Ja, schade. Aber ich glaube, das ist auch. Also der Zubi war dort auch in dieser Mannschaft, wo ich absolut die geilste. Ist halt einfach die Mannschaft von unserer Kindheit irgendwie. Wo Mit Hakan Yakin, Alex Frey, Gelson Fernandes, der damals gegen Spanien ein 1:0 Goal gemacht hat. Bin ich heute noch stolz. Und er ist einfach so blöd drüber gestolpert. Ja, total scheiß Goal gewesen. Aber er hat gegen den Weltmeister hat er ein Goal gemacht. Die Schweiz hat gewonnen dort, als einziger an dem ganzen Turnier. Egal. Ich habe den Volum Berami. Ah, der Berami. Den geilsten Sieg gefunden. True, den habe ich gar nicht mehr gedacht. Und irgendwie einfach, er hat ja immer so eine komische Frise gehabt, so ja, blonde blond gefärbt oder so. und so schwarze Strähnchen irgendwie drin. Und das habe ich als Kind absolut geil gefunden. Hast du auch wollen? Und irgendwie, ja, also als Kind, ich habe bei Star Wars, hat's ja auch, ich bin nicht mehr sicher, der Anakin oder der Luke Skywalker, die haben wie so hinten dran. So, der Anakin hat hinten so ein Schwänzchen gehabt. Und ich habe keine Ahnung, aber als Kind habe ich das auch wollen. Und zum Glück, danke Mami, meine Mami hat das nie zugelassen. Ja. Aber sonst, ich wäre der krasseste. Also ich hätte das Gefühl gehabt, mit so einem Schwänzchen, ich wäre der Oberg auf dem Pausenplatz gewesen. 100%. In dieser Zeit schon? Ja, aber jetzt so im Nachhinein, ich bin eigentlich froh, dass ich das nicht durfte. Ja. Ich sage jetzt, so Sachen sind immer, wenn du es temporär machst. Also im Nachhinein ist man froh, haben wir es mal erlebt. Vielleicht eher das, so vom Ding her. Weil mich nervt es zum Beispiel, dass ich nie als Jugendlicher, so mit 16, 17, meine Haare gefärbt habe. Weil jetzt muss ich zu oft auch seriös überkommen in meinem Leben, dass ich einfach meine Haare färben könnte. Und das würde mich mehr auch stören. Aber den Absprung habe ich wie verpasst. Und andere Sachen habe ich dafür ausprobiert. Ja, weißt, so, ja, es gibt so bei ein mir auch etwas. Ja. Stylmäßig, ja. Bei mir ist es im Militär 2018. Es hat ein paar Kollegen gegeben, die das dann nachher voll durchgezogen haben. Und ich habe irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, nee, das kann ich nicht machen. Und ja, was denken die anderen? Und ich hätte es einfach machen, scheißegal. Ja. Und die haben sich alle in Glatzen gemacht. Ja. Einfach ihre scheiß Fritten abrasiert und die haben sich immer gegenseitig so kahl geschoren. Das habe ich irgendwie auch ein geiles Ritual gefunden. Und dort hätte ich einfach mitmachen. Ja, fühle ich. Weil einfach Minimum für 18 Wochen RS schnell Glatze machen, hat irgendwie schon seinen Charme, finde ich. Ja, also gerade das Glatze machen wollte ich auch schon mal machen, aber ich habe halt Angst, dass nachher meine Locken nicht mehr so kommen, wie sie jetzt sind. Und das habe ich eben schon Storys gehört von Leuten, die fett lange Haare hatten, dann haben sie sich Glatze gemacht und die Locken sind nie mehr so gekommen. Und das würde mich eben anschiessen dann. Darum den Absprung habe ich auch verpasst. Weil als Kind habe ich, also auch als Jugendliche, habe ich zwar auch schon ein bisschen mehr Locken gehabt, aber ich hatte eigentlich recht gerade Haare immer. Das ist erst mit etwa 20 oder so gekommen, mit dem, wo ich sie dann lang wachsen lassen habe, dass ich so krasse Locken bekommen habe. Das war aber bei meiner Mami damals auch so. Die hat als Kind ganz gerade Haare gehabt und als Erwachsene mega lockig. Oder warte, nein, habe ich jetzt ein Zeichen erzählt? Nein, der Brüder. Nein, der Brüder. Sie hat schon immer Locken gehabt, genau. Aber der Brüder hat immer gerade Haare gehabt. Mittlerweile hat er eine Glatze. Aber das Schicksal blüht mir wahrscheinlich auch. Das haben wir, glaube ich, auch mal kurz angesprochen. Voll. Also von dem her, wahrscheinlich ist mir Dich in dem ereilt. Moment, aber ja, mich ereilt das Schicksal früher oder später, egal ob ich es im Militär ausprobiert habe oder nicht. Naja. Also, das wird so lustig. aber ist auch okay. Voll. Also, auch meine ganze Familie, männliche, hat einen Fleischkappen. Von dem her, ich finde das okay. Ich finde vor allem auch Glatze, ich meine,
Glatze finde ich gar nicht Schönes. Das Einzige, was scheiße ist an der Glatze, dass du das nicht aussuchen kannst. Das ist scheiße. Aber sonst kannst du mit Glatze genauso gut aussehen, du kannst genauso stylisch aussehen, du kannst genauso dich gepflegt aussehen oder nicht pflegen. Also, das ist krass. So. Und es gibt, also no homo vorweg, aber es gibt attraktive Männer, die kein Haar haben. Ja, sicher. Und auch Schauspieler, irgendwie der bei... ja, unsere 2 Glatzköpfe, einfach einmal der von Fast and the Furious Ja, und dann der Gegner von Fast and the Furious. Ja, so ziemlich, ja. Und der Rock nicht, weil der Rock, der ist einfach, den kennt man. Ja, aber es gibt einige Schauspieler, die einfach komplett Glatze haben und jede Frau fliegt auf den. Ja, gut. Ohne zu pauschalisieren wollen. Ich weiss jetzt nicht, ob das wegen der Glatzen ist. Ich würde jetzt behaupten, das liegt an der Million auf dem Konto. Ja. Aber sicher auch gut aussehende Männer. Ja. Weil, und das weiss ich, also zum Beispiel das Geschwisterte oder das Kind von meinem Mitbewohner haben auch Glatzen. Also mein kleiner Bruder, wenn er Pech hat, wird er klein und glatzköpfig. Das hat er noch nicht ganz so begriffen, aber er wird es dann realisieren. Ja, und weil die ganze Familie dort hat keine Glatze. Aber man muss auch sagen, dort ist ganz ein schöner Mann. Also total ein schöner Mann, egal ob Glatzen oder nicht. Also ja. Aber und ich weiss nicht, wir haben das Thema schon mal kurz in einem Podcast angesprochen, aber ich habe mich dort, aber das ist dort im Zusammenhang mit meiner Ex-Freundin auch gewesen, habe ich mich ja beim Hausarzt da so testen lassen, warum passiert das und so. Und ich habe jetzt gemeint, du hast dich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen. Haben wir auch gemacht, aber das natürlich ganz am Anfang. Aber nein, präventativ, Sorry? Eigentlich muss man nur Geschlechtskrankheiten testen, wenn man schon mal Geschlechtsverkehr hat mit jemandem. Und wenn sie ja die erste Freundin war. Ja, aber das heisst ja nicht, dass vorne noch nicht gelaufen ist. Bei mir hat es das geheißen, darum habe ich jetzt von mir auf dich geschlossen. Das war ein Fehler. Nein, ist ein Fehler gewesen, ja. Ist ein Fehler gewesen, kann ich bestätigen, aber... Ah ja, stimmt. Ich so blöd. Oh mein Gott. Aber die Story solltest du kennen. Ja, aber sicher kenne ich die Story. Die kommt da im Podcast nicht vor. Nein, die kommt da nicht vor. Die muss da nicht vor. Aber nein, wegen der Haare. Und dort... Das Thema war dort, du kannst so Haarwässerli, wo so Myraxolin, irgendwie so Haarwachstumsmäßig. Tönt nach einem Mittel. Genau, das hat dann wahrscheinlich mit dieser Sprache, wie Pilotensprache, wieder etwas zu tun. Axin, könntest du jetzt von den Endungen kannst immer sagen, was es ist. Ob es ein Schmerzmittel, ob es das oder so ist. Aber es ist eine Art einfach so ein Haarwässerli, wo du 2-mal am Tag so auf deine Glatze oder werdende Glatze musst draufschmieren. Sammelt die Babytränen von der Elite, oder? Ja, 2 Tränen einer weinenden Meerjungfrau. Genau. Ja. Im Mondschein gesammelt unter irgendwie so, ja, egal. Eine Feder eines Phönix. Ja, genau. Ja, der Kraft des Blutes, des Erbens eines Beines. Ja. Tropfe einer jungen... genau, jetzt weiss ich, der Voldemort kommt so zurück. Er braucht den Knochen von seinem Vater, das Blut von seinem Untertan, also seinem Gefolgten, und das Blut und Fleisch von seinem Erzfeind. Und darum holt er dann beim 4. Teil den Harry raus aus dem Trimagischen Turnier, darum stirbt dann der Cedric Diggory. Und er tut, aber das ist der Witz, er tut den Harry nur am Arm aufschneiden. Also er hätte ihn einfach umbringen in dem Moment und oder den Wurmschwanz hätten können umbringen und dann wäre die ganze Problematik gelöst gewesen. Nur wäre dann der Voldemort halt in dem Moment auch halb gestorben, weil ein Teil von der Seele von Voldemort ja im Harry innen ist, weil der Harry ein Horcrux ist. Ja, ist jetzt ganz, ganz schwierig. Ich habe viel zu weit ausgeschrieben. Aber man hält fest, so können Haare wieder wachsen werden. Ja gut, der Voldemort hat kein Haar. Ja. Der hat eigentlich nur Haar, will der Bruder. Nein, aber eben so Haarwässerli, das wollte ich noch schnell erzählen. Plus andere Option. Für mich wäre jetzt in dem Moment auch gewesen, es gibt eine Art wie so Anti-Baby-Pillen für Männer, wo dein Testosteron quasi in den Keller senkt, wo dann dich weniger männlich macht, damit deine Haare auf dem Kopf wieder wachsen. Mögliche Nebenwirkungen: du wirst impotent.
du kannst kein Kind mehr machen. Super. Und dann musste ich wirklich sagen, hey Kollege, Ja. kann ich so hässlich und so grusig und diesen Wunsch wollte ich mir nicht mit so einem Scheiß versauen. Darum, das ist mir wichtiger. Dritte Option, irgendwie Türkei fliegen und Haartransplantation. Aber auch dort gibt es genug Stories, wie das komplett in die Hosen ist. Und aber das ist bei mir in der Familie einfach genetisch. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mit einer Vollglatze rumlatschen. Und eine Art wie so der Kranz rundherum, der gehört irgendwie körperlich noch zur Intimbehaarung. Darum, das sind die letzten Haare, die zuletzt ausgehen. Und von dem Spenderbereich heisst das, glaubst du, tust du Haarwurzeln raus und tust es oben drauf setzen. So. Und irgendwann würden dann die Haare rundherum ausgehen und die oben drauf hast du dann noch. Also auch wieder völlig scheiße. Ja, total. Und darum, in meinen Augen, wenn es ums Thema Geld geht, also auch die Wässerli, die ich so ein Fläschchen hätte irgendwie 2 Wochen gegeben und das wären irgendwie 200 Stutz im Monat gewesen, damit ich einfach noch ein paar Jahre länger meine Haarpracht hätte können behalten. Und die andere Operation dort machen, komm, blasen wir in die Schuhe. Ja. Also, Ja, das Wichtigste ist ja, dass du dich selber attraktiv findest, dass Genau. du mit dem im Reinen bist, Und mit dir selber. Vor allem könnte man ja jetzt sagen, also eben, wenn jetzt deine Ausgangslage wäre, hey, du fühlst dich nicht gut mit deinem Aussehen, dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die du könntest machen, um das stärken, das Selbstbewusstsein oder auch dein Aussehen zu verbessern, bevor es um die Haare geht, oder? So. Definitiv. Und es gibt genug Sachen an meinem Körper, worauf dass ich stolz sein kann. Ja. Zum Beispiel. Wenn wir gerade beim Thema sind. Ich vorher schon sagen, wegen diesen Haaren, dass das als intim dingselt. Das ist auch, wenn jetzt zum Beispiel, das haben wir sich ja gefragt, wo wir in die Pflege angefangen haben, wenn jemand querschnittgelähmt ist zum Beispiel, kann dann der Dödel, spürt er den noch oder spürt man den Dödel nicht mehr? Und Also so Thema erektionsmäßig. Genau. Oder halt auch einfach kann der, also das Ding ist, die Geschlechtsorgane, die sind unabhängig vom Rest von deinem Körper irgendwie dingselt. Also, Ohne Scheiß. Ja, also wenn du... Das tut vielleicht ein ganz neues Thema in dieser LGBTQ-Geschichte auch auf. Ja, für die ist Hopf vom Hals verloren, wenn du das so anschaust, also so wissenschaftlich nur von dieser Seite, weil das ist ja alles irgendwo im Kopf hinein und nicht, wenn es nur um Wissenschaft, auch im Kopf gibt es Wissenschaft, aber wenn du es nur biologisch anschaust, dann ist das schon irgendwo halt aber auch, also wir Männer haben ja auch Brustwarzen. Brauchen wir theoretisch nicht, aber es sind ein Überbleibsel von dort, wo das Tier oder das, was im Vorhinein war, das mal gebraucht hat. Und das Geschlechtsorgan, also eben halt einfach, wenn du gelähmt bist oder sonst etwas, das heisst nicht, dass es deinen Dödel beeinträchtigt. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn jetzt zum Beispiel jemand psychisch ein Problem hat mit seinem Körper, dann hat das nicht unbedingt direkt etwas mit dem Geschlecht zu tun. Also weißt, weil eben die ganze Haarthematik und so ist ja eigentlich wirklich geschlechterunterschiedlich. Also wir haben es ja wirklich angebracht als Gesellschaft, dass Frauen eigentlich nur rasiert als schön angeschaut werden und Männer werden nur als Männer angeschaut, wenn sie nicht rasiert sind. Weil mir das irgendwie hat sich das entwickelt so. Aber eigentlich ist es nicht unbedingt männlich oder nicht männlich. Also, ja. Aber es ist halt in unserem Kopf hinein ist das so connected. Ja. Aber noch schnell zum Festhalten. Aber ein Querschnittsgelähmter kann auch einen Latte bekommen. Ja. Yes. Statement. Ja. Das Das ist, habe ich jetzt nicht so. gewusst. Ja. Es kann auch sein, dass es sogar spürt. Muss nicht sein, aber es kann sein. Oh shit.
Aber dort Ich weiss sage jetzt nicht, dass wie's- ich das mal ausprobiere, aber Ich hoffe, du So. musst das nie müssen ausprobieren. spürst du das? Ja, so, Spürst du das? ausprobieren. Spürst du das? Sag Stopp. Sag Stopp. Sag Stopp. Nachher sagt sie nichts. Ja, Kollege, jetzt bin ich schon am Anschlag hin. Ich bin schon fertig, hast du nicht gemerkt? Nein, ich kann sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, es wird, glaube ich, nicht mehr besser. Es wird nicht mehr Es besser. wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Aber ich weiss gar nicht, wie wir zeitlich unterwegs ich glaube, wir sind schon richtig Also wir lang. sind, wir sind, glaube, wir sind so schon- langsam und dir fliegt alles am Boden. Müssen wir langsam... Wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nicht. Darum haben wir uns für den Namen Pushcast und nicht Mami Genau. Titi und wir müssen zu Abend essen und 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 hier und ha. genau. Nein, eigentlich, ja, also voll. Ich habe noch etwas anderes, aber das können wir auch im nächsten Podcast erzählen. Du hast vielleicht auch noch etwas, weiß nicht. Ja, nichts. Einfach Nichts, eigentlich nichts Weltbewegendes. Weltbewegendes. Also Haben wir die wertvollen, wichtigen Themen haben wir abgehandelt. ja, darf jetzt jeder dazu denken, genau. was er will. Da Genau. lassen wir jede Meinung zu, aber Also man kann die Meinung sagen, man muss einfach nicht darauf gehen, dass es uns interessiert. Also. genau, so in dem Stil. Aber nein, ich glaube, für diese Woche haben wir es mal wieder geschafft. Mhm. Ihr auch. Ihr auch, genau. Wir entlöhnen euch da in wohlverdienten Freitag. Hoffentlich ins Wochenende, genau. Hoffentlich ins Falls Wochenende. Montag ist, dann haha, ich gar kein Mitleid. Ja. Aber ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Schönen Tagli, Abend. schöne Zeit und bis zum nächsten Mal bei Pushcast. Your number one. Nimm dir die Schlüssel mit. Ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär. Ich müsste einfach gehen, für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.